Du alles abladen, gell? Du alles kaputt machen. Nix Sachen übrig lassen und mit nach Hause nehmen, gell? Sonst. Oh mei, du musst ja so aufpassen. Die sind ja wie die Kinder, gell? Jeden Tag musst du da sagen, geh, tu das, mach das, tu da deine Bratzen weg, das gehört dir nicht. Was ich da schon Sachen erlebt habe, gell? Also da auf dem Lastwagen da drum zum Beispiel, da sind Ski-Anoraks, gell? Nagelneu, Markenware, nur vom Allerfeinsten. Da kostet einer im Laden 400 Euro. Auf dem Lastwagen drauf sind ungefähr 1000 Stück. Das macht einen VK-Preis von 400.000 Euro. Gell? Und die werden jetzt verbrennt. Ja, dass der Preis stabil bleibt. Gell? Weil im Laden nicht alle regulär verkauft werden haben können. Gell? Das kostet die Firma summa summarum 10.000 Euro. Das ist für mich ein schnell verdientes Geld. Gell? Ja, wir vernichten ja alles. Gell? Kinderspielsachen, Klamotten, nicht? Teppiche, Bettwäsche, Vorhänge, absolut alles. Und man muss halt aufpassen, dass die Patschaken nichts krampfen. Gell? Haben wir alles schon gehabt. Nehmen sie all die Tüderl und verschachen. Gell? Ja, freilich. 50 Euro sind für so einen Haufen Geld. Gell? Da muss ich ja bei mir eine ganze Woche arbeiten. Ja. Ich habe vor allem Neger und Türken. Gell? Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wer krampft, der fliegt. Und das haben sie mittlerweile geschnallt. Gell? Haben wir früher alle wieder gehabt. Gell? Die haben alle wieder was mitgelassen. Gell? Die haben da irgendwie, was weiß ich, Spielsachen oder Wintergewand oder sowas. Gell? Haben sie gekrampft und haben sie es nachgeschickt. Gell? In einer Heimat nach Albanien oder Jugoslawien, wo sie halt hergekommen sind, die Kameraden. Gell? Ja, mei, die haben ja nichts da drunten. Gell? Die haben ja nicht einmal was zum Fressen. Gell? Geschweige denn einen Anorak. Aber mei, darum habe ich am liebsten den Neger. Der Neger krampft nichts. Gell? Weil was soll die einen Ski-Anorak in die Sahelzone heimschicken, gell? Kann ich ja gar nichts damit anfangen. Einen Sonnenschirm kann der brauchen, einen Sonnenschirm. Freilich, einen Sonnenschirm, aber der hält ja nicht im Sandhaufen drin, gell? Oh mei, ja, es ist ein Bombengeschäft, gell? Ein Bombengeschäft, das hätte ich nie geglaubt, gell? Dass man da mit der Entsorgung von so einem Klumpsenhaufen Geld verdienen kann, gell? Ja gut, jetzt muss ich aber weiter. Ich treffe ihn jetzt zum Essen mit dem Pfarrer, gell? Weil der macht irgendwie so eine Kleidersammlung in der Gemeinde, gell? Macht er irgendwie für Dings, für, ich weiß nicht, Nepal, Philippinen, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf alle Fälle werde ich ihm sagen, das ist doch ein Gramm für ihn sagen. Gell? Was wollen die Schlitzangen mit einem Trachtenanzug, gell? Und für mich war es wieder Gemeinde Wiesen, gell? Und vor allem ein schnell verdientes Geld, gell? Es ist eine verrückte Welt, gell? Je größer das Scheißdreck ist, desto mehr Geld ist damit verdient, gell? Hey, Kemal, schick dir ein bisschen große Türken für nichts ganzen Tag Zeit. Gott sei Dank, nicht nochmal da.